das Küsschen, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klaus zupft auf der Gitarre. alles Backe schwören wir nach dem Berner Scham. Und Quetsche klingt heute super fein, Die Kontrapumpe hinten rein. und Zange klingt jetzt auch schon recht romantisch. Spielst du jetzt Steuer, aber grüß euch sehr, das Küsschen hängt. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche oder sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch Gott, meine Lieben, herzlich willkommen zur Pawlatschen Nummer 188. Ui, grüß euch Gott. Wir freuen uns wieder aus dem Studio Großartig, Donaufeld. ja. Nächstes Mal ja voraussichtlich Aus der Klause Klaus. wieder aus der buckligen Welt. Und jetzt einmal, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Wir haben nämlich, Hab ich schon früher gemacht. wir haben nämlich, wir haben nämlich Zigaretten geraucht vorher. Ja. Wir sagen das offen, Ja, eine im ganzen Publikum. eine gute Mentholzigarette. Mentholzigarette, ja, ist auch verboten. Und ich muss ja lachen müssen. Habe ich gesehen, in der Trafik eine Zigarettenmarke. Ich gesagt, die kenne ich gar nicht, was ist das? Kommt aus Luxemburg übrigens, eine luxemburgische Marke. Und so, was ist die, was kann die, was tut die? Ne? Und ich gesagt, na, die hat so ein Loch. Sag ich, na, das haben, was weiß ich, andere auch. Also, nein, aber das ist ja, und da kann es mich diese Fütter, was du zum Wurzeln hast, die Mentholfütter, so, oder halt mit anderem Geschmack und so, die kannst du reinstecken und dann hast du quasi Mentholzigaretten. Ne? Und die steckst rein und das schaut aus wie Wie eine normale also Filter. da siehst du, dass da Fütter noch drinsteckt. Das ist eben. Da habe ich gedacht, das ist leid. Weißt du, für solche Leute regieren uns da irgendwo in Brüssel und dann sagen die Mentholchicken, Wecker, die sind gefährlich. Dann kannst du das selber passen. Und dann kriegst du genau das gleiche rein, du musst halt die reinstecken. Und haben wir natürlich sofort gekostet. Aber ich merke schon, der Hals ist ein bisschen trockener dadurch. Das ist trockener, ja. Aber gut, so viel zum kurzen Einlauf in den Abend der Pawlatschen Nummer 188. Susanne Faber ist am Start, grüß dich gut, Alexander Hauser. Grüß dich miteinander, jawohl. Jawohl, Du bist uns grüß natürlich dich. angegangen, beim Taschler ist ganz klar, aber die Dolomiten verständlicherweise Ich verstehe das gehen wirklich. vor. Gehen vor, das wisst ihr. Das ist alles in Ordnung, aber trotzdem ist uns angegangen. Matthias Gerold ist da, jawohl, der Maber, grüß dich gut. Ludwig Sass, Prost mit Pinot Gris. Hartspurg von Catin. Beim Pilgern in Aus Frankreich geholt. Frankreich, ja, super. Hartspurg, heißt das wirklich? Hartspurg. Pinot Gris Hartspur. Also ein Grauburgunder Vom sozusagen. Catin. Der Wiener wird sagen, ja, ein Hartscher der Grauburgunder vom Cretin. Nicht? Das hat mir wieder der Wiener Rudi sagen. Korbes ist da. Ja, bravo. Die erste Worte heute, die Susanne Faber. Das ist bei mir auch, ja, tatsächlich. Tatsächlich bei mir auch, ja. Tatsächlich auch. Matthias Maria, auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass der Ludwig dabei ist, als Bierbrauer, dass er sich einen französischen Pinot Gris hat. Nur dazu vom Pilgern. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Merit. Sag ich immer, nicht? Menerit. Peter Brachtl ist da, grüß dich, guter Georgscherer. Unsere Schule aus Björtschach, servus. Markus Bristoni, Björtschach rauschfrei. Rauschfrei. Franz M. Markus Bristoni, nachdem wir letzte Woche ausgelassen haben, wegen einem nicht minder unterhaltsamen Abend mit Josef Hader, sind wir heute wieder dabei. Das freut uns sehr. Leibwand, sehr schön, Auch sehr schön. Josef Hader, was gutieren wir natürlich. Lass mal natürlich Lass mal Geld. Entschuldigung. Lass mal Geld. Das ist so, die Dolomiten ist in Ordnung. Der Rudi hat der Patrick schon gesagt, ja, Rodolfo Corpesso. Aber auch ein Lob für den Klaus ist er. Klasse Sendung bei Radio Wienerlied, Patrick. Ja, ja. Danke, lieber Ja, Rudi, ja. War ein ja. wunderschönes Interview mit der Marin, ja. Ja. Werden wir auch noch irgendwie veröffentlichen, aber man kann es jetzt noch schauen. Also gibt es ein Radio Wienerlied. Kann man nachschauen. Punkt. Punkt.at. AT? Sicher? Ja, ja, genau.
Aber ja, wurscht, Radio Wiener Lied im Internet, schaut's nach. Und die aktuelle Sendung, die kann man dann aber sogar ein paar Wochen noch, oder immer, glaube ich. Immer. Ich glaube, das ist mittlerweile, das bleibt also. das steht im Archiv, steht im Archiv drinnen. Ja, Kind seine schon, genau. mit dem Patrick. Ganz liebe Plauderei. Jawohl. Der Raffi ist am Start, ganz große Klasse. Landtagsstürmer Markus, jawohl. Karin Albertine Priestanik, unser Markus Volker, jawohl. Michael Unger, Franz Brandwein. Jawohl. Quasi der Leib für Hacker. Sehr leibend. Das Bild erinnert mich an Once Upon a Time in Otterkring. Könnte aus einem Quentin Tarantino-Film sein. Was Das Pavlatschen. Titelbild von der Pavlatschen. Von Tarantino-Film. Ja, also man, wer passt besser als mir zwar. in einem Tarantino-Film Ja, als mir? Ne? Naja, hallo. Das ist was da. Na, was sagen wir. Die Mackie Pemperton ist auch da. Jawohl. Aus dem Kuhglockenland schauen Sie zu. Jawohl. Landesstürmer, die Momo M. Weltklasse. Wir werden gleich schauen, was heute für ein Wein ist. Ob nicht wieder Momo M dabei ist. Oder der Ulrich ist da, Karl H. Grüß Gott, die Herren Künstler. Servus. Grüß Gott, Karl, super. Karl, servus. Martin Busch ist auch da, das freut mich auch. Sehr Prost, schön. meine Herren, das gefällt mir sehr. Wie war es beim Moser im Globurg? Beim Moser, du meinst beim Meißner. Beim Meißner. Meißner. Beim Meißner in Weidling. Großartig. War sehr leibend. Werden wir dann noch kurz plaudern. Christoph Acker Travel Vlog, unser Held, also der hat ja den Titel von uns verliehen bekommen, der Held. Ist unser Held, weil der Christoph Acker macht sozusagen unser One-Man-Film-Team und hat schon einige Sachen aufgenommen und nicht nur das, sondern hat gleich sein Equipment aufgerüstet um einiges. Und finde ich sehr leibend. Ja, und ab diesem Freitag, ab diesem Freitag, also jeden Freitag, vorläufig, solange ich halt Material habe, solange der Ackerl kommt, filmen, ne, kommt auf jeden Fall ein Ausschnitt oder ein ganzes, je nachdem, ein Konzert auf YouTube. Also jeden Freitag habe ich das bis jetzt einmal aufgeladen, also schon aufgestellt. Ganz verschiedene Sachen. Es sind jetzt die vom Lentner zum Beispiel im tontechnisch noch nicht ganz so toll, aber ich sage einmal, ist ja wurscht. Zum Weg Passt schon. Genau, zum Weg kann ist schon. Aber das war der allererste Test. Dann gibt es ein herrliches Video, das dauert ziemlich lang, über eine Stunde, vom Festival. Sierendorfer Kellerberg. Richtig. Das ist Von der dann, Landpartie. das ist dann in 3 Wochen oder 4 Wochen Ja. dann. Und dann beim Taschler war er dabei. Also erstmals überhaupt gibt es dann Live-Material vom Taschler. Das ist auch spannend. Also wie gesagt, unser Held, der Christoph Acker, voll dabei. Was, Franz Brandwein, Tag 9 ohne Chick? Na Alter, Da was, da schaut das ist aber aber so her. das ist aber, Leilon hat es eine, für den Franz Brandwein, eine Orgie an der rote Achteln, weil das ist natürlich, das gehört wirklich, das gehört gefeiert. Das gehört gefeiert. Hat es eine rote Achteln für den Franz Brandwein, auf das er noch viele Tage dazu rein kann, ohne Chick. Das ist sehr leibend. Bravo Franz Brandwein, sind stolz auf dich. Fritzl Stadtgas ist da, jawohl, der Fritzl. Papsi er, Fritzl, ganz muss ich ja, immer, ganz, ja, Entschuldigung, ja, ich war jetzt ganz im Ding, ja. Der Papsi er, Geretsberg, schönen guten Abend, Damen und Herren. Habe die Ehre, die Buben, servus Geretsberg. Servus Christi. Wie machen wir da noch? Jetzt sei wisst ihr, was gut ist, ne? Sicher, Raffi, das ist ganz klar. Oder wir haben Neichen noch dabei. Wir würden sich gerne wie jede Woche das Lied am Weingarten am Biesenberg wünschen. Liebe Grüße, Barbara und Mike, Papsi er. Jawohl. Jawohl, machen wir. Also wenn es um Menthol geht, dann fragt einen Fliesenleger. Meinen Fliesenleger? Achso, das, ja, gibt Insider-Schmäh, Jesus, nein. Siehst du jetzt, meinen eigenen Schmäh? Naja, mein Schmäh. Wem soll ich fragen? Einen Fliesenleger? Naja, gut, Jetzt habe ich da, jetzt habe ich Ja, auch. Trockener Hals leer trinken. Füg mal richtig, Französisch, einmal gleich angehen. Apropos, Ja. Danke Klausi für den Tipp für den Parkplatz. Ja, gerne. Der Tipp ist eigentlich von Patrick gekommen, gell? bitte gerne, weil meine Heimat, also ja, Weil dort daheim ist und ich glaube, das ist die beste Lösung. daheim bin ich dort nicht mehr, aber Naja, aber es ist geil. Und ich meine, das ist halt, kann man gleich nochmal darauf hinweisen, am 24. September, weil der Fritzl Stadtguss auch in Wien weilen wird und dabei sein wird beim Frühschoppen am Otterkring Kirtag. 24. September, Otterkring Kirtag. Mittlerweile wird sich ein Palvacisti-Treffen daraus entwickeln, nahezu. Und da freuen wir uns. Von 11 bis 1 spielen wir auf, aber findet eh alles auf der Homepage. Ein Pavlacist und Familientreffen, bei mir auch noch dazu. Ja, Genau, die der tun wir auch Clan noch. rückt an. Karl H. hat sich einen Gewürztraminer rein, sehr leibend natürlich. Spaziergang ist da ab die Ehre, jawohl. Sehr Spaziergang. Jawohl, so. Haben wir es, glaube ich. Wäre noch wichtig,
Grüß dich Gott. Werner, servus. Jetzt müssen wir zum Wein. Munro, jawohl, der Munro aus Thailand ist auch live dabei. Schau, der Michael Unger hat seinen frischen Sturm eine. Bravo, bravo. Habe ich gestern einen gekostet, ja. Der Karl H. fragt noch, habt ihr früher schon mal beim Weingut Friedrich Knell in Bad Füßlau musiziert? Nein. Nein, nicht, dass ich Nein, wüsste. nein. Ne? Also maximal bei einem Friedrich Geburtstag Knell oder bei sagt mir irgendeiner, gar bei irgendeiner nichts. Festivität, Das sagt wo mir man nämlich gar engagiert nichts, war, das aber sagt mir gar nichts. nicht im Lokal selber. Ja. Wolfgang Krawatzka ist da. Ja, Tanja Schlegel, unsere Brentsche-Bässe. Ja. Unsere Brentsche-Bässe. das ist ja fast erheben. Ja, auch, weil ja, das- ja. Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, fußmarot jetzt. Da. Okay, wieso, was heißt? Ich muss ein bisschen viel Radfahren gewesen wäre, fahren wir nicht. Nach Jahren wieder mal am Radl gesessen. Wieso, die Büdeln waren alle von einer Pause. Gestern, ja sicher, nicht? Gestern 30 und heute 45 Kilometer noch. Das geht schon. Aber es macht mir absolut Spaß, muss ich ehrlich sagen. Das fällt einem im Auto locker. Was ist kein Problem mit dem Auto, oder? Ja, was heißt? Na, was heißt? Was Musikraum, gute Besserung, was hat der Musikraum? Habe ich das übersehen? Ui. Ist ja nicht Musikraum, das ist ja nicht der Musikraum mehr. Der Name, habe ich das übersehen? Finde ich nicht. Matthias Gerold. Bin heute krankheitsbedingt im Lurg. Aber schon auf dem Weg der Genesung. Na, das ist wichtig, Matthias, Das ist wichtig. Genesung ist wichtig. Schau, die Achteln eine. Jawohl. So. Jetzt gehen wir mal Jetzt gehen wir mal zu Wichtiges was an. Der Wichtiges. Patrick, Ja, ich war mit dem Fahrrad recht angenehm auch unterwegs, muss ich ehrlich sagen. Ja. Gestern, nicht? was angenehm Von, unterwegs? von Kettlersbrunn über Ebersdorf und Bullendorf und so. Von einem Wirten zum anderen Ich bin eigentlich. Ne? zuerst bei meinem Bruder gewesen, habe den Norbert getroffen, mit Nachbarn auch dort, nicht einmal einen Radler getrunken. In Ebersdorf bei den Golden Girls, bei den Tanten, habe ich einen Kaffee getrunken und einen Nussstrudel gegessen. Und in Bullendorf am Rückweg nachher bei 4 Viertel Sturminadi getrunken. Ja, da bin ich heimgefahren. So kann man auch 35 Da bist du aber Kilometer. bist du beim Wirten gesessen beim Nein, Bier. das war heute zu Mittag. Ich glaube, du hast das war geschrieben, das heute. ist jetzt, das brauchst du Elektrolyte. Das war heute zu Mittag nach dem Radlfahren. Die hast erst heute eine gehabt, die Elektrolyte. Da gehst du noch in Stundennummer da. So, verstehe. Auch Elektrolyte. Na gut, dein Sportprogramm ist eine Sache für sich. So, Patrick. Sicherheitshalber größte Leber mit der Erde vergessen. Weil ich Hunger gehabt habe nach die 45 Kilometer. Ja. Na gut, pass auf, dann schreite zur Tat. Ich glaube, jetzt ist sie einschalten. Jawohl. Jawohl. Jetzt ist sie da. Jawohl. Ab zum Weinkühlschrank, Gehen wir, zum gehen wir, Anbotelink. Dass wir weiter schauen. Oh, das ist finster. Du musst ein Licht auf dran. Ich meine, Dann schauen wir einmal. ja, Michael Unger hat sich Sturm aus Weiden am See. Was findet er da? Was findet er da? Was haben wir da? Ah, da nehmen wir einen Grill ab. Der Ein liegt Grill, ein Festivalwein noch von Sierendorf an der Mach. Jawohl. exklusiv. Jawohl. 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 Einmalig, schaut er was an. Und der Bauer? Da sitzt der Herr Klaus. Jawohl, da sitzt er und schaut schon. Professionell, wie wir so sind. Wie wir Wir so machen sind. Festivalwein exklusiv 12,5 Volumensprozent 2022. Aus Sierendorf an der Mark, Hauptstraße 34. Einmalig. Bis jetzt ja alle Grillerweine, muss ich sagen, Jawohl, fantastisch. alle leibend gewesen. Und das Festival war leibend, aber ja, das ist eh wieder. 24. August, Nächstes Jahr. nächstes Jahr wieder. 24. August. Ja, da aufpassen. Da schaut der Herr Unger an der Linie. Nun denn, Nun denn, auf die Pavlatschisti. Prost. Naja, wie zu erwarten. Finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht meine Sorte, aber der ist gut. Schmeckt mir gut. Ja. Wirklich. Zum Glück haben wir da noch nicht wirklich einen schlechten Wein gehabt. Das muss ich sagen. Susanne Faber bekommt morgen am Oberarm das Stäbchen raus. Und ein neues eingesetzt. Brauche eine OP. Spielt Sie bitte Tröpferbaden Heiselfrau. Das machen wir natürlich, Susanne Faber. Ja, Ja, machen wir. Da wünschen wir dir alles Gute. Alle wünschen dir alles Gute, das ist ganz klar. Das ist klar. Ja. So, beim Berg auf Radfahren, rechte Hand ganz aufdrehen. Richtig Spaziergang, genauso mache ich das zum Beispiel. Patrick kann das nicht.
Patrick fährt mit dem Radl und Klaus mit dem blauen Graf hinterher. Ja da glaube ich, Ja, da dass der vorne, Patrick da schneller lockert ist. davon. Wenn es ein bisschen bergauf geht, bin ich dahin. Gut, wobei, es ist jetzt so, wenn es halt ein bisschen bergauf geht, kommt davon wie lang. Wie lang? Ja, das ist ja. Weil das kann schon sein, nicht, dass dann irgendwann halt ich auch nachkomme, aber du schon längst mit dem Oberkiefer in der Querstangen drin hängst. Weißt du? Oder schon beim Wirten sieht. Naja, das ist ja. Beim Elektrolytgetränk. Das ist Christoph Acker, schau, 35 Kilometer mit 6 Pausen. Ja, mindestens. mindestens gestern. So. Fritzl Start geschaut, da gibt es schon weiter. Das Parkhaus bei der U3 Otterkring, genau, 1160. Wien Huttengasse, 41 später Brücke, ja. Ja, Ist das das, wo das Club Danube drinnen ist? ja genau. Ja, genau. Genau. Und der Billa Plus, glaube ich. Das ist wie auf Oder der Merkur. anderen. Ja, aber jetzt die Brücken drüber. Die Brücke ist genau dazwischen. Aber das Parkhaus ist das gleiche, nicht? das Also Parkhaus ist. die Einfahrt ist das gleiche, du fährst dann Die oben Einfahrt ist gleich und du drüber. fährst unten oder oben drüber. Oben drüber, diese gläserne Brücke Genau, ist das da. genau, oder? genau. Ja. Ja. Also das findest Ist und das ist nicht am zu gescheitesten. übersehen. Ist am gescheitesten, ja. Weil in Wien ist es so, es gibt das Parkpickel und da kannst du nicht ein Tagesticket kaufen, sondern du musst quasi immer Stündlich oder so. von 9 Uhr, glaube ich, weg, gell? Von 9 Uhr bis 22 Uhr Ja. ist Kurzparkzone in Wien. Und Musst du darfst du- maximal 2 Stunden stehen. Das heißt, du müsstest alle 2 Stunden am Park schon noch. Also, Dann gibt es aber Ausnahmen, da gibt es ausgewiesene Kurzparkzonen extra in Einkaufsstraßen zum Beispiel, da darf nur 1,5 Stunden stehen. Dafür geht es nur bis 18 Uhr dort manchmal. Das ist gut, ja. Aber es ist alles ein bisschen Sehr kompliziert. Sehr kompliziert. theoretisch am Wochenende, Freitag, Samstag hast du keine Kurzpark. Samstag, Sonntag ist nicht. Samstag, Sonntag, Entschuldige. Da geht es natürlich dann aus dem Parkhaus rausfahren, geht das hier Das raus. ist die Außenstelle, ja. Wobei, bei dem den Preis. 4, 5 Euro, was 4 das Euro kostet. 10, glaube ich, heute. Alter, bleib stehen und hast das gemütlich. Und übrigens, ja, wir spielen beim Hermann, Strandbar Hermann, Am 22. richtig, 22. September, also wenn der Friedler schon da ist, steht auch schon alles auf der Homepage. Ganz alleine die Geschichte, Pop-Up-Heuriger Pop-Up-Heuriger, ja. beim Strandbar Hermann am Wiener Donaukanal in der City drinnen. Eigentlich eine recht alleine Location, muss man sagen. Eine coole, urban. Ja. Und ich meine, wo passen wir besser hier als in so eine urban, coole Geschichte? Schauen Ich Sie an. meine, hallo. Aber hallo! Hallo. Ich glaube ja. Christoph Acker hat auch schon gesagt, er wird auch dabei sein. Mit Kamera. Schauen wir uns das an. Aber wenn wer Lust und Zeit hat, schaut zu Strand bei Hermann. Wie gesagt, Infos auf der Homepage natürlich. Die Woche noch ein ganz wichtiger Termin auch. Ja, ganz wichtiger. Am 15. Genau. Freitag. Gemeinsam mit unserem Hans-Ecker-Trio. Wir sind ein Verein seit zig Jahren, Jahrzehnte kann man schon bald sagen. Kann man sagen. Gemeinsamer Auftritt anlässlich 30 Jahre Hans-Ecker-Trio sind wir in Martinschlössl in der Martinstraße. Ich freue mich auf das schon irrsinnig. Wenn es Zeit habt, kommt es vorbei, es wird ein riesen Gesturl werden. Unbedingt. Das wird echt klasse. Hans-Ecker Trio und mir, das wird sehr leibend. Wird sehr, sehr leibend. Am Freitag. Ne? Freitag. Ja, genau. Ja. Freitag. Super. Sehr lässig. So, die Garage Klinik Otterkring ist doch gleich ums Eck. Ja, ich weiß die nicht, kostet aber die mehr. kostet mehr, Mabach. Die kostet Die mehr. kostet mehr, ziemlich sicher. Weil diese Garage, Und das die ist, Späterbrücke ist wirklich nicht weit zu Fuß. Also das, das ist quasi fast beim Hotel. Eigentlich, ne? nächste Gasse für links, Ja, 4, dann ja. ja, wird Zeit zu Fuß. Das sollen 7 Minuten sein. Ja, also wann überhaupt. Also, Und nein, das in der Klinik Otterkring, Das kostet mehr. das ist sicher das sehr kostet geil. sicher mehr, ja. Bin überzeugt. Und weil das ja so eine Park-and-Ride-Geschichte ist. Ne? Aber ja, kann man ja da noch schauen. So, was habe ich da noch? Gegen das Parkpicker hilft nur Moped fahren. Meine Rede. Jawohl. Ja, habe ich gesagt, Fritzl, ich glaube, das tut das Bild. Das So, ist, ja. das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen schauen. Das fassen wir mal auf. Pass auf, ich hätte folgenden Vorschlag machen. Wir beginnen. Susanne Moser, schau, ja. Susanne, grüß dich servus. Gott, Susanne Grüß Moser. dich. Daniel Schlegel, die Principessa. Ihr müsst definitiv mehr in Oberösterreich spielen. Ja, liegt ja nicht an uns. Ne? Mit die Auftraggeber, ne? Die Booking-Agentur müsste halt da aktiv werden. Ne? Das ist halt, haben wir keine. Ne? Daher, Haben wir keine, was ne? halt aktiv wird, ganz, der Straßenland ist auch schon da. Pass auf, ich hätte folgendes vorschlagen. Wir werden jetzt Wir einen Schluck nehmen. einen Schluck nehmen. Und dann muss ich kurz einen Spickzettel zur Hand nehmen. Nachdem der Gerald Spörk schon da ist Ja. und wir innigst hoffen, dass entweder seine Frau Mama
zugeschaut oder es ihr dann nachher präsentiert wird. Aber seine Mamschi, die Elfriede, feiert ganz entspannt in 80er, was für mich sehr leibend ist. Und die hat mit dem Gesangsverein immer gesungen, oder hat schon mal gesungen. Heute kann man die Engel auf Urlaub auch werden. Ich würde sagen, Mit dem das machen wir für die Elfriede zum 80er. Und ich meine, wir waren nicht die Pavlatschingers, wenn wir nicht parallel dazu, glaube ich, rote Achteln für die Elfriede reinhauen in einer Gehen wir. rote Achteln für die Elfriede zum 80er. Und wir spielen extra für die, natürlich alle für anderen auch, aber natürlich jetzt im Herzen zum 80er für die Elfriede, für die Mama von Gerald Spörk. Heute kommen wir den Gang. Was ist denn heute noch los? Was ist denn heute noch geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die 38 kW. Ein Schaffner, den ich frag, der schwitzt vor lauter Blut und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heute kommen Engel auf Urlaub nach Wern, den wird wenn's zaust, drum am's Bären statt zu gehen. Hört dann die Schrammen und singen dazu, weil und beim Wendel, die kriegen gar nicht nur. Hinter am Baum steht Gott einmal und lacht, für wir da anstehen in Wehren nicht auf die Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wien, wer leid, wer erfreut, da liegt was drin. Der Petrus sagt verschwitzt, wie er beim Herrgott sitzt, die Engel möchten gern auf Urlaub fahren nach Wern. Der Herrgott sich das ein, drum sagt er auch nicht nein und unterschreibt für die Engel einen Urlaubsschein. Heut kommen Engel auf Urlaub nach Wern, den dort wenn's zaust, drum ums Meer statt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu, Kleid und beim Weidel, die kriegen gar nicht nur. Hinter am Baum steht Gott einmal und lacht, für wir der Rauschen in Wehr nicht auf die Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wien, wer er leid, wer er freut, aber da liegt was drin. Wunderbare Nummer von einem wunderbaren Komponisten. Absolut. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Mama. Alles Gute zum 80er. Jawohl, das wirklich würdig sollte er gefeiert werden. Das wünschen wir uns und dir Jawohl, gleichermaßen sozusagen. Ein kleinen Schluck drauf natürlich. Kleinen Schluck für die Elfriede und für alle anderen den Geburtstag oder halt zumindest einfach für alle, für den Weltfrieden. Ja, kann man machen. Kann man machen. Sicher. Jawohl. Nein, ich muss die Geschichte trotzdem kurz jetzt erzählen, Bitte darum. weil es der Ackerl angebracht hat. Ne? Ich war in der Trafik. Also, Im Tabakfachgeschäft. naja, ja genau. Da habe ich mir mal das da gekauft. Ich habe gesagt, das probiere ich. Ne? Das heißt, dann diese Fütter wieder gekauft und halt so ein Backel. Nicht schick. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich deppert, weil die Fütter, da sind 100 Stück drinnen nicht? Und im Backel Zigaretten 25. Nehme ich an, habe ich nicht nachgezählt, aber es war halt früher mal so. 20. 20? 20 von drin im Standardpack. Okay. Immer schon bei uns. Ja, wird schon sein, ja. Also da hat es diese Big Bags gegeben. Big Bags haben die 30 Da dann waren 30, das ist ja wurscht. Ja. Also, weil der war schick halt. Und dann habe ich gedacht, nein, da brauche ich jetzt aber noch, da brauche ich noch Zigaretten für die Fütter. Ne? Und bin ich in eine andere Trafik. Ne? Und da habe ich gedacht, man bewegt sich hinein in die Ebene des Tabakfachverkäufers. Also in dem Fall war es, glaube ich, Praktikantin. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. habe ich gesagt, na, Man kommt ja nicht immer auf die Thalierstraße und roter Grenze. richtig. Und dann sage ich so, naja, wie ist denn das da? Gibt es da noch mehr so Zigaretten, wo man das einstecken kann? Und, weiß ich nicht, das da vielleicht, die dort, und sage ich, nein, die nicht, das weiß ich. Ja, und hin und na, wissen Sie, da fragen Sie jetzt den Falschen, weil ich rauche nämlich nicht. Ne? Na, und ich habe drauf gesagt, na, wem soll ich dann fragen, einen Fliesenleger? Ich finde das großartig. Also ich würde selber ein bisschen, weil natürlich die anderen Herrschaften in der Trafik, die haben sich wahrscheinlich doch zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist Wien. Ja. Das ist Wien. Und weil ich bin wirklich, ich dachte, wem soll ich fragen?
Und deswegen kam mir der Schmäh vom Ackerl mit Fliesenleger. Schau, Gerald Spörk, Burm, ich danke euch narrisch. Jawohl, bitte gerne. Große Freude. Auch danke für die roten Achterl. Mama ist noch mit Feierlichkeiten beschäftigt, wird sie ihr vorspielen. Bravo. Freut sich sicher sehr. Sehr leibend. Sehr leibend. Schau, da was aus Istrien, Wolfsbeck und TV. Jawohl. Sehr schön. Servus, Wolfsbeck, das gefällt mir. Aus Istrien. Sehr leibend. Mit der Norden wahrscheinlich, oder? Nein, mit der Norden. Bist du mit der Norden? Bist du mit der Norden noch unterwegs, oder? Du bist mit der Husqvarna unterwegs, habe ich gesehen. Ich glaube schon, gell? Was ich glaube schon, ja. Ich bin jetzt auch, ich bin nicht auf dem Laufenden, ich glaube schon. Weil ich nicht so viel konsumieren kann. So. Aber ich glaube, auf jeden Fall freuen wir uns, dass du dabei bist. Große Freude. Jo, so, jetzt haben wir einen Schluck. Und jetzt hätte ich mir gedacht, für die Susanne Fabra, was da morgen schon wieder operiert wird, ne? Das war natürlich auch. Machen wir das Tretverbot? Ganz klassisch, von vorne nach hinten. Was war das zweite noch? Die Häuselfrau. Hängen wir gleich drauf, geht sie aus? Geht sie in G? Vorspiel. Geht sich aus, bitte. Gehen wir zurück? Ja, ich will mit dir da gar nicht anlegen müssen. Bin ich ganz in Ordnung. Geht schon? Soll ich schon? Soll ich du willst dort, bitte. Mit der Norden in den Süden, yes, jawohl. Genau, mit der Norden in genau. den Süden. Mein Bruder ist auch gerade in Kroatien, nämlich seit heute. Aber nicht mit dem Motorrad. Nicht mit dem Motorrad. Mit 2 großen Autos sind sie so viel. Endlich war man drinnen, wollte ich jetzt anfangen. Ich wollte mit der zweiten Strophe anfangen, aber es ist ein Fehler natürlich. Daher machen wir es gleich richtig. Ne? Am vergangenen Freitag waren wir 2 im Treppverbot. Dass sie nicht dabei waren, das ist schade. Da unten beim Kassier, da hat fragt man dann paar Höhe. Ja, was ich sag, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Dann sie rupft der Bies. Werden uns ganz Person, hören uns einander dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, wenn sie da in einem Vogelhäusl sitzen, können sie eine schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in Titzen. Und durch den gartenbändiger Weine spielen. Endlich sind wir drinnen in der umgedeckten Kabine. Ja, aber die Lockerten, die rennen her und hin und her. Einer von den Lockerten, der ist unheimlich gefühlt. Sein Freund schaut aus, als wäre er Röntgenbild. Sein Gedränge in der Menge. Und keiner weiß mehr gewiss, ja, welcher von seiner ist. Es wäre ein neuer Haus mit Singenschuhe. Haus bei uns am Nebenmann, der zieht uns wieder an. So, jetzt probieren wir's heute einmal mit unseren Hosen. Kommen wir's drauf, dürft uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen zu, so einen Mutz den Großen. Und gehen zappen ins Boot hinein. Der Gefühle, der kommt rein, steigt mitten auf der Saft. Der links noch hat's am hin und der ist baff. Wie er wieder aufsteht, da wird zur Brause hin, aber ihr passt den in die Duschkabine. In der nächsten Klause, unter der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie wild. Sie ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumper, jetzt war's er furchtbar zusammenzuckt, weil den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbunden, wenn's einmal druckt. Das ganze Treppverbot, das ist jetzt mir. Das war fast wie im Live-Fernsehen so eine Pause jetzt, gell? Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort waren. Künstler und Hackler, Generaldirektoren. Auch jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerberl rein. Ja, bei der Zinse gehört man gerne.
Friedhof in Stadlau. Die hat sich das Schürzel blau. Mit Zinse, aus Stadlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewähren. Duftende Hakel und Hose hat's gern. Fröhlich tut sie Häsel putzen, wenn man will sie ja schließlich benutzen. Da fährt man immer ins Kerl, rennt ja bei den Sense, hört man gerne. Ganz schwindelig ist das. Schatzeliser Häselfrau, ein Friedhof in Stadlau. Die hat sich das Schürzel blau, mit Zinse, aus Stadlau. Da, du wir rauffahren. 5000. Jawohl. So schaut's aus. Für die Susanne Frau, aber im Speziellen auf das den OP Speziell, dass alles gut wird. gut gelingt. Patrick, er hebt den Finger. Ich sah aus dem Augenwinkel etwas in Ja, Orange. muss ich aufhören, Superchat. Ulrich, 10 Euro von Ulrich. Grüße euch alle, besonders die Brennräume, die am Samstag in Dinkelsbühl dabei sind. Ja. Gut, ich meine, die haben nichts von deinen Zehner, aber natürlich grüßen wir die auch. Grüßen wir die sehr herzlich sogar, ja. Wir sind natürlich, also ich bin natürlich nicht dabei in Dinkelsbühl, weil ich bin natürlich Hakel, nicht? Also Ja, wir hakeln in Otterkring. wir hakeln nicht. Wir spielen, aber Ulrich, herzlichen Dank für deinen Schmattes. Zum Wohle. Boah, Da zerreißt gleich das Mikrofon. Das war klang. Da muss man gleich weiterschauen. Stimmt eigentlich der Ackerl, gell? Die Gänse hat eigentlich mit der Steirischen gespielt gehört, ja? Naja, eigentlich, ja. Nächste Woche wieder. Ja, schau die Ochtel. Die Ochtel von einer. Ein Traum, so toll man es darf, dank der Schee. Jawohl. Hotel Schwalbe, sagt der Landessteuer. Ja, das ist in der Degengasse. Degengasse. Ich weiß in Otting, bin immer Ja, ja. vorbeigegangen. Hotel Schwalbe, ja. Aber mir ist etwas Lustiges passiert. Was denn? Naja, es wohnt jemand in der gewissen Gasse, Klumberggasse in Otterkring. Da engagiert uns jemand beim Stippert im Herbst da. Nicht? Ich sag zum Klaus noch, Klumberggassen, er fragt ihn sowas. Genau, er fragt ihn, wo ist denn die Klumberggassen? Ich kenne nicht, wo ist denn die? Und ich sag, ich kenne die 100, ich bin da schon durchgefahren, ich kenne die Gassen. Naja, schau, ich Google Maps, ne? Und was ist das? Ist genau 3 Häuser, wo ich aufgewachsen bin, bei Böhnen-Lütternhaus. Horvathgassen, Klumberggassen, Stabhochstraßen. Nicht? Das ist ein Klassiker. Ein Klassiker. Einen Wiener kennst sofort, wenn er sehr sagt und im eigenen Bezirk nach einer Gassen fragt. Wenn er schimpft, dass der Wein ihm das letzte Gerstl bringt und gleich drauf seine 4 Viertel trinkt. Wenn's die Bundeshymne spülen, gehst du ans Hake an. Er steht da und ist ganz stark, weil er den Text nicht kann. Aber bei Schrammen singt er mit, jedes Liedl, das ist gewiss. Daran kennst, dass er ein Werner ist. Kurzer Einwurf. Das passt jetzt, das passt Aber eigentlich. ganz genau hat das passt. Aber ich hab die natürlich so für den Schutz genommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin ja in Ottingen aufgewachsen, in Heigerlandstraßen, und ich glaube erst also ich war auf jeden Fall schon über 20, bin ich draufgekommen, dass es eine Nausseergasse gibt. Kannte ich zum Die hast du Beispiel. kennt. Da bin ich, wo kann das sein? Das ist eine Parallelgasse. Gleich die nächste. Hinter der Bahn. Gleich die nächste Parallelgasse. Also, ja, sowas kommt vor. Das ist halt so. Eine liebe Geschichte fällt mir da ein, weil wie der Karl Hodiner den Herrgott aus Stark geschrieben hat. Ja. Schreibt den Text so, ja, da in der Speckbacher-Gasse und so. Da war sie unsicher, da hat die Mama angerufen, die damals in Otterkring noch wohnte, der war schon weg aus Otterkring auch.
Da sagt, du Mama, sag mal, ist die Speckbacher-Gassen eigentlich in Otterkring? Worauf seine Mutter zu ihm gesagt hat, du Blut, du Bub, du Depperter. Erst, wo soll es sonst sein? Ein Klassiker auch. Also, Aber ich kenne das halt wirklich auch aus eigener Erfahrung. Heute mir passiert. Also, Ja. Klumbergassen, klar kenne ich die nicht, aber wo ist die eigentlich? Ja, das ist gut, die merkt man nicht einmal Namen, nicht? Geschweige denn Straßennamen. Nicht? Auf jeden Fall, ja, Christoph Acker sagt natürlich noch Lieder vom Taschleiser Hofen, ja, blaue Tinten, vollkommen richtig. Aber vorher möchte ich noch herzeigen von unserer Principessa. Unser Principessa, der Daniel Schlögl, gibt es Fotonachschub. Ich habe schon gesehen. Ja, Ich habe schon da muss ich gesehen. natürlich den Spickzettel jetzt kurz her. Pass auf. Und zwar Foto Nummer 1. So, ich hoffe, man kann es halbwegs sehen. Foto Nummer 1. Müssen wir da schauen, dass ich da kein Plätzchen so, weißt du? Ich bitte darum, ja. Will nicht aufgehen. Ne? Das ist quasi ein Fotoshooting der Fotografin Maria Rosalia Tartarone. Und das Thema war Rotkäppchen und die Habsburger Lippe. Ja? Und das ist eigentlich einmalig. Unsere Principessa, wer sie persönlich nicht kennt, hier im Vordergrund, rechts, im Harlekin-Kostüm sozusagen oder in harlekinischer Kostümierung. Ja, das ist mal eins. Pass auf, das nächste. Jetzt sitzt sie schon im Hintergrund. Sehr leibend arrangiertes Bild. Der Christoph Acker fängt wahrscheinlich schon zum Nachdenken an, weil wir schon geredet haben, nicht über Pressefotos. Pressefotos, nicht? ja, überhaupt Fotos von Ja. Actionfotos auch und so. Action, haben wir auch geredet über Actionfotos? Steppert. Also am Karella oder so. Am Carello, okay. Ja, auf jeden Fall, ja. Also auf Weltklasse. So, Weltklasse ja. Ein drittes Bild. Bitteschön, schau. Und schau, ich kann ein bisschen größer machen. Ah, Moment. Schau da was an. Rotkäppchen Jawohl. und die Habsburger Lippe. Maria Rosalia Tartarone. Weltklasse. Principessa. Absolut Wir sind leibend. stolz auf die absolut Absolut leibend. klasse wieder. Wenn es euch taugt hat, haut es natürlich eine Achteln. Ist ganz klar. So. Susanne Moser, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe euch auch am Montag an 10 überwachen lassen. Liebe Grüße, ihr seid super, ich danke dir schön. Montag war ein paar Latschen, ne? Oder Hat uns er der für 10 dich überwiesen wahrscheinlich. Ach so, Danke, ja. rüberwachsen lassen. Rüberwachsen so. lassen, jetzt habe ich es auch. Ja, Ja, nein, das haben wir sicher gesehen. Also, sicher. ich danke dir herzlich. Haben wir sicher gesehen, weil ja, das schauen wir eh durch, aber wenn wir schon beim Thema sind, natürlich, Jesus, wo habe ich denn das? Schmattes, da habe ich schon. Zum Einblenden. Wir haben da letztens eine Diskussion, es kam zu einem Gespräch. Ein sehr langes Gespräch, ausführlich haben wir das besprochen. Gerstl, ich weiß, es ist Geld, aber wieso? Habe ich dummerweise mein Wählebuch nicht in der Schule. Das Gerstl, ja, das kann ich aus dem Stand Stand, was ist sagen. also hat irgendwas mit dem Gerstenkorn an sich zu tun, Gewichtseinheit oder sowas, vermute ich jetzt einmal, dass das von daher kommt. Ja. Das wäre eine Ding, aber ich weiß jetzt nicht. Ja, schau, Rudolf Gorbes. Geht nicht leider zu wenig Geld. Muss morgen raus, Bogen schießen, jawohl. Wobei Bogen schmeißen ist auch nicht schlecht. Ja, ist auch nicht schlecht. Wobei, sonst haut mir die Traude an ins Kreuz. Dann machen wir da gleich. Aber Bogen schmeißt, du schiebst, machst du nicht im Pfeil, schmeißt keinen Bogen, warte, das ist. Ja, Christoph Acker, die Fotos machen wir nach, die werden aber ein bisschen anders dabei ausschauen. Ja, wahrscheinlich. Also werden wir dann gleich machen, ja, Leute haben zu wenig Geld. Na, aber das mit Schmartis, würde ich sagen, weil wir da so ein Gespräch gehabt haben, das war ganz interessant, weil wir da so festgestellt haben, es gibt schon den einen oder anderen, der sozusagen das missversteht im Sinne von Spende oder für Unterstützung jetzt für die Musiker oder was, nicht? Das ist so quasi so die Armen, das was haben, nicht? Gib ich einer was. Und das ist ja eigentlich nicht der Gedanke dahinter, sondern wenn ich jetzt sage, ein Schmartes für die Musik, diese Kapedlerei, nicht für die, sondern schaut, es ist, wir machen eine Musik, ob es jetzt da ist, ich rede jetzt gar nicht nur von der Nicht von der Pavlatschen. Pavlatschen, ja. In dem Fall das Gespräch bezog sich auf ein Live-Konzert, wo wir mit dem Hut, also mit einem Kerl durchgegangen sind. Aber es ist ja so, also man macht eine Darbietung und sagt, ja, es kostet ja nichts, also nichts Fixes, aber schmeiß was rein. Nicht? Das ist einfach eine Ehrbietung dem Künstler gegenüber oder wie auch immer, aber eben nicht, oder wenn man halt einen Kunstgenuss gehabt und so, na, wenn ich irgendwo hingegangen war, hätte ich was zahlen müssen. Genau, aber nicht? kein Almosen sozusagen. Genau, Das genau. ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Das haben wir festgestellt, dass das manchmal ein bisschen missverstanden wird.
Also es geht ja nicht um Spenden, nicht? Das ist ein bisschen aufgekommen, glaube ich, mit der Corona-Zeit vor allem dann auch. Aber es gab schon vorher so diese Idee, naja, wenn es keinen Eintritt gibt, na, dann, und da geht alles zusammen, na, dann ist es halt von mir eine liebe, nette Geschichte. Ja, es ist ja freiwillig. Also wir sagen ja, du, es kostet nichts, wir spielen gratis, aber wenn du was reinhaust, dann hätten wir uns auch freuen. Genau. Aber natürlich ist es nicht verpflichtend, das ist logisch, sonst war es ja nicht gratis, nicht? Das ist klar. Aber auf jeden Fall, das wollte ich in der Gelegenheit jetzt einmal ansprechen. Ich hoffe, das sind alle auch so, ich glaube es zumindest bei den meisten ist mir das klar, dass sie es wirklich richtig sehen, dass es eben ja, eine pekuniäre Retourkutschen ist für das, dass ihr gute Unterhaltung gekriegt habt. Das ist der Hintergrund und eben nicht, schau, jetzt müssen wir einer was geben, damit das Monat wieder überstehen, wie in den Lockdowns oder so, irgendwie in die Richtung. Aber daher freuen wir uns so oder so auch immer über einen Schmattes, über einen würdigen Obolus, hat es eine, entweder über PayPal oder über Überweisung. Infos stehen natürlich auch in der Videobeschreibung drunten. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich hiesige Superchat-Variante. Ja. Jawohl. Danke euch schön. So. Maut kann man auch sagen. Jawohl, Franz Brandwein, Maut. Ebst der Passwort ist draußen. Peter Brachtl ist für Was meinst du, Peter? Für eine gute Sache soll man doch ein bisschen was geben. Richtig, Susanne Moser. Schmattes kommt noch von vorigen Woche. Ja. Gut, Rudi Korbis, du bist ja sowieso du gehörst ja zu den VIP-Kunden. Zu den Kollegen, sage ich immer. Außerdem. Ja eigentlich. Ja. Und schon Shirley Shine, was für ein toller Name, Shirley Shine. Anerkennung für diese Muse. Ich danke dir herzlichst. Für Almosen dürft ihr dann nichts spielen, für die Musik haut man doch gerne was in den Korb. Genau, Christoph. Ja. Applaus in finanzieller Hinsicht. Kann man auch so sagen. Ja. Nein, es ist wie gesagt, der Applaus ist das Brot des Künstlers, nicht? Richtig. Ja, aber so ist er. Stötzen auch nicht schlecht. Stötzen auch nicht schlecht. Ja, aber es geht, wie gesagt, wir haben das nie so auf dem Schirm gehabt, aber es stimmt, weil sich das in einem Gespräch ergeben hat. Also das stimmt, manche verstehen das ein bisschen falsch. Nur weil es quasi keinen fixen Preis gibt, ist das jetzt sozusagen ja, ich meine, wie gesagt, du musst nichts zahlen, weil sonst war es ja nicht gratis. Das ist schon klar. Gratis steht ja nicht, das steht ein würdiger Spaß. Naja, bei den Konzerten ist erbeten. Ja, sicher. Du musst nichts geben. Aber es ist, wie soll ich sagen, ja, also ihr versteht es, ihr wisst ja, was da geht. Ja. Jawohl, Strand bei Hermann unbedingt. Megel, den Limoni mag ich bitte nicht. Nein, nicht heute. Jetzt machen wir mal für den Rudi Korbis, bevor er den Bogen schmeißt. Die Leute haben zu wenig Geld. Jetzt habe ich es. Entschuldigung. Ja, wenn man unser Leben betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchgarten rund am Schottenfeld, da hat's noch gegeben Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich gebogen. Ein Bachhändel, ein golden Wein, hat oft kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut man heut, wie es zugeht dort rund am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Kriege gemacht, Fabriken zugesperrt über Nacht. Wo die Weber gewebt haben, Seidenschein, steht einfach so zusammen zu Fülle. Von Bachhändeln ist längst keine Spur. Heut schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles hält. Die Leute haben zu wenig Geld. Ja, a gefret ist auf der Welt. Ja, a gefret ist. Die Leute haben zu wenig Geld. Jawohl. Kurzversion heute, aber. Ja, es reicht.
Wer kommt jetzt alles zum Kirchtag? Landesstrom, kommt sie auch leicht, das ist schon fix, oder was? Na sehr was, das wird echt Leihwand, Herz. So, Wahnsinn. Hutgeld, kapiert leider die wenigsten. Ja, Rudi 88, 98. Das soll. Schau! Rudi 18, 8, noch einmal, ich versuch's noch einmal langsam. Ja. Rudi 88, 98, 10 Euro. Shiba-Dog shaking his hips, saying thank you. Ja, so schaut das aus. Jawohl. Ja, ich muss das da mal lesen, weil ich kriege Ja, ja. das Bild nicht angezeigt. Also dem großen Rudi 88, 98 ein herzliches Dankeschön. Dankeschön. Zum Wohl. Jawohl, Zum jawohl. Wohle. Einmalig. Einmalig. Ja, Kirchtag ist natürlich. Ja, aber Landtagsstrom, kommt sie jetzt auch zum Kirchtag oder was, oder wie? Also ich weiß. Das wird vielleicht eine Überraschung dann, wer alle da ist. Wird ein Theater, glaube ich. Ja, deswegen hat jetzt der Mauer wahrscheinlich, haben sie da so geschrieben, wegen einem Hotel, wegen der Hotel Schwalbe und so weiter. Ich meine, ich weiß auf jeden Fall, also gut, Friesler Stadtguss. Alexander Hauser mit dabei sein. Christoph Acker ist da. Christoph Acker ist dabei. Sicher dabei. Es haben noch einige, ich weiß natürlich jetzt auch nicht mehr auswendig. Ja, es waren noch wer alle. einige, ja. Es waren noch einige, die zugesagt, Spaziergang, hat gesagt, glaube ich, ist dabei. Ja? Der Franz Brandwein ist, glaube ich, dabei. Franz Brandwein, Ist ja, dabei. er wohnt um die, hat gesagt, er nimmt sie frei. Naja, nein, also wir waren sicher schon 7, 8 Leute. Also 2, 3 habe ich jetzt noch vergessen, aber das kann man. Ich vermute auch, dass der Franz M. vielleicht kommt zum Motorkirchen. Franz Eng, glaube ich, kommt auch, hat schon gesagt, glaube ich, ja. Alexander Hauser weiß ich jetzt nicht. Hat gesagt, ja. Hat gesagt, ja, kommt da. Schau, der Maba Martin und meine Wenigkeit kommen. Freuen uns auf euch alle. Na, das ist natürlich ein yes. Gesicht. Meine Familie kommt da, die ganzen Rutgers alle. Nein, das wird ein Auflauf werden. Ja. Die ganzen Otterkringer Freunde, alle da. Jetzt Die musst du alten dir vorstellen, Otterkringer, die jungen alten Otterkringer. In der Zwischenzeit die alten alten Otterkringer, aber Aber jetzt musst du dir vorstellen, wie ein Otterkring und lauter deutsche Haberer da. Na ui, da werden sie uns herposchen. Na, wir freuen uns mächtig natürlich. Wir freuen uns mächtig. Schau, Franz Brandwein ist schon fix, der 24.09. Jawohl. Ich bin jetzt am Hakeln am Kirchtag. Ja, Christoph Acker, das werden wir jetzt irgendwie. Ich meine, weil das ganze Konzert dauert 2 Stunden und der Tag hat 24. Also Ja. rechne ein bisschen schlafen an. Also, ja. rechne aber nicht, dass du vor Mitternacht ins Bett kommen. Sagen wir mal, nirgendwo kann man sich so sicher sein, dass Trinkgeld auch vertrunken wird, wie beim Fiaker oder beim heurigen Musiker. Franz Brandwein, da hast du recht. Da hast du recht. richtig. Da hast du recht. Weingart am Bisern kann man nicht vergessen, Babsi. Nein, haben wir nicht. Noch mehr fast liebe ich es, wenn der Klausi die Figürchen auf Englisch vorliest. Ja, ich weiß, das taugt er. Alexander Hauser hat die 8 an. Komm du, Franz M. habe ich vor, jawohl. Ich hoffe, die Isabella auch. Ja, schau, Friesler Status, ja super. Freut sich schon voll, ne? Schau. Du bist dann nicht der einzige Deutsche. Ist ja Wahnsinn. Nein, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. So, Die Stippers erwarten unseren Besuch. Das haben Ja, wir schon ja. gehört, natürlich. das ist einmal ganz klar. Sowohl die Kölnerin als auch die Sandra und der Rudi auch so. Ja, aber ich meine, das ist ja selbstredend. Das ist ja selbstredend, dass man es dort nochmal. Es ist ja, wir bleiben da nicht. Schau, Ludwig Sass, wir bemühen uns, weil Sabine als Ottergängerin und ich als Nebenottergänger. Ja, unbedingt, Ludwig Sass, es wird wild. Stur, alter Ottergänger, ja. Müsst aufpassen, was ihr dort redet, wird alles gefilmt. Ne? Wenn wir schauen, der Christoph Acker, ja, Wahnsinn. Es wird wild. Also ich muss wirklich sagen, ich hoffe, dass es wieder passt. Ich hoffe, dass es wieder passt. Weil wenn nicht, ja, müssen wir halt dann Marie Stiepert halt eine Heirigenrunde machen. Ich mein, aber natürlich, das wäre schon sehr leibend, nicht, wenn es da Es braucht nur trocken zu sein. trocken Da haben wir ist schon ja, drüber. nicht stürmisch oder so. Nicht stürmisch sein. Also wenn es so ein Wetter ist, wie es jetzt da war, bist Das war ja auch. das ist ein Wahnsinn. Also da freuen wir uns ganz gewaltig. Aber jetzt, Ja. bevor wir in Biesenberg spielen, müssen wir schon noch auf unserem Held schauen. Unser One-Man-Film-Team. Und die Bright Tinten Leute hinten, ja. spiele ich gern eigentlich. Ich vergiss nicht mehr, das ist kaum, das, weil ich es geschrieben habe. Machen wir das doch klar. Ja, bin schon da, bin schon im Anschlag. Warte. Also, warte, gib mir den Anschlag wieder. Der Georg Scheurer ist halt am Stand vom Weinbauverein Strebersdorf, am Wiener Weinwandertag. Ne? Schon. Schon. Ich nö leider nicht mit, hab Pulver genommen. Rudi 88, 98. Dann bitte entspannen. Entspannen, ganz ruhig, passt, alles gut.
Reserviert einen Tisch für die Pavlatschisse? Nein, da gibt es keinen Nein, Tisch da zum gibt's keinen Reservieren. Tisch. Ja, ich meine, bei den Heringen, aber wir bewegen uns ja dort stehend trinkend. Wisst ihr? Schau, lieber Grün, jawohl. Also der rechtzeitig da ist, kriegt noch ein Bangel von der Bühne, also das geht sich schon aus. Ja, dort ist genug Platz, aber da geht es ja die Stehtisch an, das passt. Und sonst gibt es keine Reservierung am Ottringer Kirche, doch bei keinem Heirigen. Wirklich gibt es keinen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht irgendwie, aber ich glaube auch, ja. Es ist Zuerst irgendwie, auf die Nacht, dann ab 6 ich glaube so irgendwie, irgendein, aber am Sonntag dann, ja. Aber das machen wir alles schon. Wir sind ja dort heimisch. Wir werden ja was zum Trinken kriegen. Also Das glaube ich schon. Das wird nicht das Problem sein. Das wird nicht das Problem. Regenschirme gibt es ja auch, Spaziergänge. Ja, aber man natürlich, wenn es nicht schlechtes Wetter ist, wird die Veranstaltung ja angesagt. Also das Konzert das zumindest. haben wir auch schon gehabt einmal, ja. Was Einmal in der Geige. Nein, wir nicht. Wir haben gespielt. Nein, einmal haben wir nicht gespielt. Aber nicht wegen Wetter, das war Corona dann. Ah ja, wir haben noch Wir haben gespielt und nach uns ist alles angesagt angesagt worden, ja. Wir waren die erste gespielt und dann haben sie aber abgebrochen, weil Genau. auch der Wetterbericht Genau. sagt, es wird nicht besser. Und das ist auch nicht besser geworden. Nein. Erst um halb fünf auf Ja, Abend, dann ist es ja. wieder besser geworden. Aber da war es eh schon. Der Kirchtag vorbei, dann waren wir eh schon bei den Heirigen. Ne? Ja. Bitte keine Heugenrunde, das klingt ja fürchterlich. Jawohl. Nein, es ist nicht fürchterlich, so viel gibt es nicht dort mehr. Wir sind nur Leider. 2 Ort, aber die kosten wir aus bis zum letzten, das kannst du dir vorstellen. Es wird ein Wahnsinn. Wir freuen uns irrsinnig. Absolut. Jawohl. Wenn ich könntet, denn die fliegen und dat die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich fordert a recht tief, so schreibe die heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief, und darum schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Ich schreib's mal einen Brief. Wenn ich wisset, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, ja dann schreibst du mir halt einen Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lieb zu mir. So kommt dann dein Lieb zu mir.
Papier, auf Papier, bis am Berg geht drauf. Ich hab am Weingarten am Piesenberg, ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu, ja, ich hab dort meine Hölle in meinem Weingarten am Piesenberg. Dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt, man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kennt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Weingarten am Piesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kennt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Einmalig. Ich wollte schon überholt. Hast du überholt, okay. Der Harry Stoiker hat er verrät, weißt du? Du hast aufgespielt. Harry hat er verrät. Du hast aufgespielt. Echt gefällt's. Echt gefällt. Wurscht, das Wetter ist der Kirtag wird feucht fröhlich, meint der Christoph Acker. Aber der Franz Sem sagt, laut Wetterorakel ist es trocken und hat angenehmes Trinkwetter. Angeblich der Großwetter, der Langwettbericht, was ich gelesen habe, ja, es kommt jetzt die Woche, Donnerstag, Freitag, ein bisschen ein Einbruch, aber dieses Hoch ist ja dieses Omega-Hoch ist ja nach wie vor noch da und beschert uns bis in den Oktober hinein einen sehr schönen Herbst angeblich. Also. Oliver Grün bringt ja, muss ich sagen, absolut den besten Wetterbericht. Trocken wie der Wein. Na, mehr willst du nicht wissen. Er muss nicht immer trocken sein. Kann auch einmal aber was anderes sein. Es ist das Wetter trocken wie der Wein. Erst. Ja. Du gehst ja nicht raus und sagst, heute, weil man heute ist fruchtig. Wieder haben wir. Ja, ne, eben, ne, das ist ja sehr Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ich weine mein Bier. Shirley Shine, schau da, die Achtelleine. Dank der Schee. Maximal stehen wir nachher im Öl, sagt der Christoph Acker zu mir. Ne, bravo. Die Waldkeit ist da, Waldkeit! Waldkeit, grüß dich Gott, servus. Das gefällt mir. Mega geil, sagt Leopold Wurm. Das gefällt mir. Leopold, ich danke dir. Leopold Wurm, mega geil. Danke dir. Da müssen wir einen Schluck holen. Dann nehmen wir einen Schluck. Aber nicht alleine. Auf keinen Fall. Das ist kalt wahrscheinlich. Das ist halt die Kunst, das ist halt, man kann das nicht so. Der zuerste war schöner. Ja. Das ist, wie man es halt, man muss es zarter halten. Ja. Das haben wir gelernt vom Zaunerklause. Ja, unser Freund bei den Philharmonikern, der auch voraussichtlich kommen wird, ja. Er hat gesagt, er hat einen Einsatz in der Staatsoper am Nachmittag. Aber er schaut, dass er einen Substituten findet. Hat er gesagt, Substitut oder fährt er gar rein? Er fährt gar rein oder so. Er fährt gar rein, spielt, er ist nur ein kurzer Einsatz. Ja. Der Schlagwerke. Ne? Bei der Firma hat einen kurzen Entweder Einsatz oder. in der Staatsoper, fährt rein, hat es auf und fährt wieder heim oder er schickt einen Substituten. Und je locker man so eine Trinkangel hält, umso besser ist das.
Sebastian W. sagt weiter so. Und wir sagen Dankeschön, Sebastian. Sebastian, ich danke dir. Kehle trocken wäre brutal. Weit geht ja auf. Redet so schier. Bellt's mir gleich an. Von mir kann das Wetter auch lieblich sein. Bravo, Christoph. Stimmt! Bravo, Christoph. Das gefällt mir auch wieder. Das gefällt mir auch wieder. Der liebliche Altweiber-Sommer nicht. Der so in den Herbst übergeht, wo dann der maische Duft vom Wilhelminenberg durch das Liebertstal nach Ottergring hinunterzieht. Ja, Scheiße. so war es einmal. Was haben wir klar? Buttern! Nein, weiß ich nicht mehr, wie es gegangen ist. Aber so irgendwie war es, gell? Oder? So ähnlich, ja. Also, Wir müssen so, aber so ein Lied gehört ja dann irgendwie, das gehört ja, wie soll ich sagen, das gehört ja so produziert und dann gemixt. Das genau. geht ja so gemixt. Das ist ja ein Lied, was dann live so, da brauchst du ein Beat und alles dazu. Unbedingt, Ja, ja. oder zumindest eine andere Gitarre. Jetzt also, ups. Buttern! Die Butter tut föhn! Muss brauchen wir einen Kreimer Franzi dazu. Bei mir stehen Gut, fast. steht's ein Doppler. Was? Welche Donuts haben wir da von? Buttern! Was weißt du nicht, was Donut Ich möchte nur wissen, was ich... Ja, wahrscheinlich auch bloß. Einmal. Das haben wir nämlich nicht. Einmal. Einmal. Also Ja. ist kein ganzes Einmal, sondern ist ein... Na, alles einmal, das hat einmal drei Klang, das schon. Ja. Aber es ist halt manchmal ist D mit drinnen. Ja, eben, ja. Je nachdem, wie Botscha die spielt. Klingt ja gleich ganz anders. Ich Ja. so klingt sie wie bei dir, wenn du spielst. Ja. Das so klingt's nicht. Doch, Weißt du, das ist D drin. Bei mir klingt das viel, ja, aber das klingt bei mir viel sauberer, schöner, leibender. Bei mir klingt das irgendwie funky. Weißt bei dir klingt das Ja, wie so, genau. weißt bei dir klingt es halt wie ein Tee. Ne? Aber das müssen wir wirklich mal ausbalten. Buttern! So, na gut, das ist ja nur. Bitte ein kleiner Ausflug in experimentelle Geschichten. Wegen Buttern redet mit Gary Luxer, der spazieren, ja genau. Ja, genau. Sind wir wieder ins Studio nach Kloserneuburg gefahren. Beim Wetter hört man oft durchwachsen. Habe lange gebraucht, das zu kapieren, als ich anfing, hier zu leben. Ja, das ist im Prinzip durchwachsen, ist ja nur die Hilfestellung. Wir sagen jetzt, es Wetter wird, wahrscheinlich wird es nicht so werden. Falls es nicht so sein wird, haben wir immer noch gesagt, durchwachsen. Das kann man ins Englische nicht übersetzen. Grown through, okay, das ist ja Blödsinn. Ja. Das sind so diese Sachen. Haben wir noch ein offenes Lied jetzt da? Haben wir noch ein offenes Lied? Offensichtlich, glaube ich, haben wir nicht. Im Strepelbad haben wir die Heiselfer, haben wir die Bleutinken, haben wir im Biesenberg, haben wir die Engel, haben wir. War nichts mehr, gell? Da können wir ja spielen, was wir wollen. Funky quetschen, ja, geht schon. Spiele nämlich wirklich sehr gerne. Ich auch, ja. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst du stark sein. Sonst hast nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein. Nagels auf, weil sonst fliegst du davon.
Fahrt sein, Berlin muss schön Stadt sein, sonst hast nur die halbe der Freiheit. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln auch lieb sein, du wirst das nicht, du willst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal am schnellsten verfliegt uns eine glückliche Stunde. Darum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön Stadt sein. Noch ist Haube, sonst fliegst du davon. Ferienwunsch. Die Engeln, Ja. zuerst für die Susanne Favre und jetzt beim Weih darfst du nicht fad sein. Richtig. Ein Kontrastprogramm sondergleichen. Wahnsinn. Ein Genie. Und ich spiele das so gern. Das Lied ist so, ist in den 40er Jahren entstanden, Ende der 40er Jahre entstanden. War mit ein bisschen, glaube mit den Engeln relativ parallel sogar, weil die Engel sind auch in die 40er Jahre entstanden, ja, Ende der 40er Jahre. Ja. Also die Bandbreite, was dieser Mensch gehabt hat. Und man muss jetzt wirklich sagen, für diese Zeit, ne? Also Ende der 40er Jahre, gerade was der. Gut, da ist viel Jazz gespielt. Also das Ja, aber es ist, dass das halt auch während des wienerisch Krieges Jazz so Swing, kommt, das ist Swing natürlich schon. nicht, ja. Aber ich finde das leibend. So, warte, wir müssen uns aber da jetzt um ganz andere Sachen kümmern, weil. Habe ich einen Superchat übersehen? Nein, Nein, den nein, habe ich gesehen, aber Nein. warum? Aber ein Wiener sagt nicht durchwachsen, er sagt original Arsch. Naja, es kommt immer drauf an. Der noble Otterkringer sagt es nicht. Ja? Gleichgewicht verloren, Schirli Scheingleichgewicht. Du, Alexander Hausel, ich war beim Meißner. Ja, genau. Es war fantastisch. Warte, ich sag einmal. Es war fantastisch. Hingekommen und sofort wunderbar verstanden. Absolut. Aber mit der ganzen Familie traumhaft gut, traumhaft gute Weine, engagierte Winzer, eine super Bühne dort aufgebaut gehabt. Gibt es schon einen Termin für nächstes Jahr? 7. September nächstes Jahr bereits ist der nächste Jawohl. Termin auf jeden Fall. Vielleicht auch einmal in kleiner Runde einmal dazwischen, dass wir was machen auch noch. Aber nächstes Jahr, 7. September, das ist schon fix. Wobei ich sagen muss, was halt uns taugt hat, das ist halt etwas, wo wir wirklich Nein, die einfach abbeißen. Dieses wenn sowas klein, authentisch, echt, authentisch, und echt ehrlich dahinter ist. alle und sympathisch, ein Wissen alle und Und hat alle lieb, alles super, alles entspannt, alles gemütlich. Der Wein, ein Wahnsinn, der hat 3 Hektar, ein bisschen über 3 Hektar. knappe 3. Oder knappe 3. Ja. Und hat aber eine Sortenvielfalt, unglaublich. Reiner Bio-Weinbau, absoluter Bio-Weinbau. Seit zertifiziert 2016, ja. Und die ganze Familie damit eingebunden, seine Frau eine Zitherspielerin. Ja. Er war ein Musikerin. Keramiker eigentlich Eigentlich früher. ja. Nicht? Also Ein gelernter Chemiker, Gelernter Chemiker, ein Silikattechniker. Und also wir haben dort uns so wohl gefühlt und wir sind dort so, wir haben auch einen Wein mitbekommen, Ja. den hätten wir auch in der Pavlatschen getrunken, wenn er nicht noch beim Patrick Lind hätte. Und warum liegt er bei mir? Weil ich ihn vergessen habe, Im Auto. dass ich da hernehme. Und ich habe ihm heute dann daheim vergessen, wieder ins Auto einzuladen, Aber weil ich will nicht hin. im Auto hätte ich ihn nicht lassen können von so bei der Temperatur. Nicht, das geht nicht, das ist ja ich. Er wird nicht hin, das werden wir schon würdigen. Auf jeden Fall absolut leibend, wir können es sehr empfehlen, der Meißner Bio-Weinbau Meißner, mit scharfem Mais, Meißner, in Weidling, Klosterneuburg. Schaut mal rein, auf der Homepage, wenn er ausgesteckt hat, das hier geht wirklich sehr, 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 sehr empfehlenswert. Absolut leibend. Interessante Sorten, auch ein Bouvier, bei uns in Bouvier. Österreich ganz, ganz selten. Und Ein Donau-Riesling. Donau-Riesling, einen Ja. roten Veltliner und andere Sorten. Also Riesling gibt es auch, es gibt einen Chardonnay, es gibt einen grünen, natürlich klar. Absolut, aber wirklich sehr wirklich interessant und ganz, ganz Und- gut. Essen auch fantastisch gut. Alles, also einfach wirklich, wie soll ich sagen, Das passt alles authentisch. Authentisch, ja. Und Na, wir freuen uns jetzt schon, wenn wir dann nächstes Jahr wieder dort sind. Also absolut, Alexander Hauser, wirklich Empfehlung. Bist natürlich uns auch abgegangen dort. Ne? Ist ganz klar. So, aber jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, jetzt beim Vorsicht, war, letzten Samstag hat der Landtagsstaber Markus Geburtstag gehabt. Darum wünscht er sich am Schoß von der Mama und oder Läusl
Also erstens einmal für den Landtagsstrom ein Bagger Cheese-Dinger, auch der ersten Stunde kannst du sagen fast. Ja, fast, ja, kann man sagen, ja, klar. Der Anfänge, gut, ich mein, und so lange gibt es uns ja auch wieder noch nicht, aber trotzdem doch schon, Doch ein paar Jährchen, ne? doch schon ein stolzes Alter. Und hat mal eine Bitte für den Landtagsstrom zum Geburtstag, der ja auch extra zum Ottering Kirter kommt mit Martin. Hat eine Bitte, die roten Achtel, und wir werden natürlich die Wünsche erfüllen, das ist ganz klar. Fritz aus Stadtguss hat den Moped-Star ins Rennen geworfen. Was haben wir da noch? Ludwig Sass gefällt mir auch, jawohl, genau. Chemik und Alkohol. Ja. Woher kommt das wohl, ne? Markus Bistoni. Chemik und Alkohol, woher kommt das wohl? Ja. Es macht seine Freude, euch zuzuhören, sagt der Markus. Das gefällt mir wiederum. So, wo bin ich denn da? So, ja. Christoph Hack, habt den Termin so spät gesehen, Weidling, meine alte Heimat. Ja, weißt du, und ich wollte nicht nochmal anhauen, nicht? Weil jetzt hast du schon so oft für uns im Einsatz, aber naja, jetzt wo du der Equipment ausbaust, müssen wir die weiter einbauen, ist ganz klar. So, schaut auf an die 8 Leine für den Landtagsstrom an. An alle Geburtstagskinder sagt der Spaziergang einmalig. So, wir fangen, na gut, machen wir die Schoß von der Mama, nicht? Haben wir schon länger nicht gespielt, glaube ich, nicht? Ja. Dann haben wir gleich einen Schluck rein. Text von der Monika Kuri, den ich mir erlaubt habe zu vertonen. Kopfverlag, Knie auf die Schulter und die Finger zwickt. Und aufgeschiffte Wund. Ob Skivereizung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Fällt die zweite Strophe nicht ein. Wisst ihr das hier? Schreibt es mir rein. Wie geht die zweite Strophe an? Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man das gerne so gern sieht. Ich hab schon am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Bolschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe. Und ein blauer Fleck am Wadl. Oder beim Zündeln was verbrennt, fällt mir nicht ein. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut.
Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zu Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Tut mir leid, tut mir leid. Schön, Du hast es doch schon länger nicht gespielt. Länger nicht gespielt jetzt, ja, ja. Und es ist halt jetzt erstens eine spieltechnisch eine leichte Herausforderung. Absolut auf der Gitarre. Das ist nicht nur eine leichte, sondern das ist eine Ja, Herausforderung. aber absolut. Das Hauptproblem ist dann, Absolut, dann ja. schaue ich da her und Jet und den Ding und so richtig, oft haben wir sie nicht gespielt. Also, daher, ja. Aber ich werde Gelobigung bessern. Gelobigung bessern. Ich werde die Gelobigung bessern. Aber es hat euch trotzdem gefallen. Ich danke euch vielmals für den Zuspruch, was alles gekommen ist, die Achteln und so weiter. Sehr geehrte Innen und Innen. Nein. Susanne Moser, das ist ein wunderschönes Lied. Das ist ein Schoß von der Mama. Ich danke dir schön, Ja, Susanne. es ist gelungen. Ja. Und der Harry Schnellfoto sagt, erst mal bei dir a cappella der Text nicht einfällt, ist bedenklich. Du hast recht. Das stimmt, ja. Du hast recht. Spaziergang finde ich den Text nicht, ja. Da muss ich schon durch. Aber es ist natürlich, aber wenn der Harry schon da ist, Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Ja. da haben wir Freude. Da haben wir natürlich eine Riesenfreude, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Wie ich einmal mit blutigem Schädel heimgekommen bin, da wollte sie nicht meinen Kopf auf ihren Schoß. Naja, da sind manchmal sind auch Mütter ein bisschen eigen. Schau, die Mama von der Weidgert hat am Mittwoch Purzeltag. Jawohl. Na, das schickt man gleich beste Grüße mit aus. Das schickt man gleich. So, na gut, schau, Shirley Lane, Shirley MacLaine, ja, gut. Shirley Shine. Erst aber heute ist es, was in der drin? Nicht viel. Ja, heute. Ja, der Zahnarzt wahrscheinlich. Da hat es wahrscheinlich irgendwelche Mittel gegeben, die nicht angesprochen wurden mit mir. Hat es mir reingehauen. Das ist die Mentholzigaretten dazu und dann der Wein drauf. Nein, Oder es sind die Methodschik, das stimmt. Da haben mehrere Genossen heute schon. Ja, sicher. Ne, Okay, ja, ja. ich glaube nicht eine, was man. Nein, ich weiß ja nicht. Also, Schon allein schon mit dir schon 3. drei. Ah nein, du hast 3 gemacht. Ui. Läusel, denk dir mal so. Jawohl. Wenn Klaus noch einen Kapellentext vergisst, switcht ins Englische. Ja, genau. Richtig, schau, die Maggie sagt, längere Intermezzi sind auch nicht schlecht. Sind auch schön.
Ja, aber ungeplant. Ja, aber wenn dir das gar nicht einfällt, das ist wirklich das Zwider. Aber mir fällt die zweite. Noch Also immer der nicht ein. zweite Teil, nicht? Der zweite Teil. Oder es war das Spielzeug verloren? Nein, es war der erste. Nein, oder das war der zweite Teil von der zweiten Strophe. Und der erste ist mein. Nein, ist ja wurscht. Ich werde ihm noch. Und das ist ja so. 5 Minuten später, wenn du an was anderes denkst, dann fängst du an, kannst du den Text komplett auswendig. Das war kein Thema. Ja, genau. Furchtbar ist das. Furchtbar. Aber Unterhalt die Leute dabei. ich unterhalte die Leute. Ich muss Butter heute ein! einmal, und ausnahmsweise einmal. Butter ein! Weil, nur weil der Patrick weg ist, macht sich keine Sorgen. We'll meet again. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to all the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song on Island. We'll meet again, don't know where, don't know when. We'll meet again, we'll meet again. We'll meet again. Ganz falsch. Ah, falsch. Wurscht. Ja, richtig aufgehört. So. Das ist ja Wahnsinn. Na, wie die McLean schaue ich nicht aus, sagt Shirley, ja Wahnsinn. Gehst du mal bei meiner Mama Schnitzel gekriegt, hat sie die besten Erdäpfel. Das ist nicht ein Wahnsinn. Sowas ist natürlich immer ein Hit. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Bei der Mama Schnitzel mit Erdäpfelsalat. Ja. Patrick kommt schon. Weil wir Miete gehen. Hast du es gehört? Hab ich natürlich gehört. Habe ich dir gewidmet quasi. Eine großartige Nummer. Gell? Mir gefällt es auch. Der Erdäpfelsalat von der Mama war immer der Sehr. Beste. Richtig Spaziergang. Richtet euch einen Stock fürs Stagelbrunzen, dann braucht es nicht aufstehen. Nur der Weitwinkel der Kamera könnte etwas nachteilig sein. Bravo, Christoph. Ja. Du bringst ja Leute auf Ideen. Aber ich freue mich, muss ich sagen, wirklich. Und wer eben schon am 22. in Wien ist, also Schaut in die Strandbar her. Also Fritzl, für dich auch tiefe Empfehlung, Strand bei Hermann. 18 Uhr, ab 18 Uhr spielen wir dort einen Pop-Up-Heuriger. Das ist quasi, da ist ein Strand, so ein Sandstrand aufgebaut am Donaukanal. Eine recht lässige Geschichte. Und in dem Fall sind dort Heringbangel aufgeschützt. Ja, in einem Sand unten nicht. Oh, wo wir spielen, ja. Ja, wo wir spielen. Wir sind Ja. ja nicht am Sandstrand, weil das ist jeder quasi für die. Wir sind ja beim Pop-Up heute. 5 Euro vom Wildcat. Character holding their head in their hands, saying incredible. Ja. Wildcat, danke schön. Danke dir. Danke Zum schön Wohle. und richt beste Grüße die Mama aus, gell? Geburtstag. Nein, nochmal, das war nichts. Du musst locker halten, mit Gefühl. Das ist viel drinnen bei dir. Ja, der schießt ja gleich aus, auch nicht. Alles Gute. Ja, unbedingt. Dankeschön, Weike. Und jetzt für den Antragstrom noch in Läusel. Ja, los, ja. Gestern war Regel und bei einer Feier. Gemeinsam mit die Gruber und die Meier. Aber das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heut nicht sieht.
die Stimmung noch ein bisschen flau. Aber dann ist es Essen gekommen, na und schau. Kaum waren die Händel und die Fleischl waren serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Oder so sich gestürzt auf Schnitzel und die Erdäpfelsalat, na dass der Läusel nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Und dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden auch schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die neue Tanzlampada und der Grube ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der Tisch bricht zusammen. Ein Gestudel pur. Wahnsinn, was sie da angespielt hat. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Weil da fällt der Läusel schon dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Und das hätte der Läusel na sicher leibend gefunden. Ja, ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Leich, ja. Es ist so schade, es ist so schade. Es ist so schade. Der Läusel ist tot. Schöne Nummer. Ja, Weil man die Nummer mit taugt. Dann war da schon mal die Achtel von einer ist. Jawohl. Ja. Danke schön. Danke schön. Was auf Sand, im Sand, ein Sandler. Der Sandler war jetzt auch, wie ja meine Einfahrt da in Wien, das Pflaster gekriegt habe. Ne? Weil da habe ich auch nicht. Weil, Da gesandelt, ja. Da habe ich gesandelt, nicht? Weil der Sandler. Sandler, ja. Weil Sandler. Aber das ist total witzig. Also man merkt schon, dass Floris eine Woche ein bisschen so ein Dorfcharakter hat, weil Da überhaupt es war halt nicht, alles in der Gassen, ne? Also halt straßenseitig habe ich da gearbeitet, 3 Tage. Und wirklich, also mittlerweile glaube ich, kennen alle, die da regelmäßig vorbeispazieren mit dem Hund und die Leute, ja, und divers. Also man hat sich, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, erst kommst du zum Hakeln, aber du tust immer noch plaudern. Das ist ne? Schmähchen, ne? Das ist Und kennt da man, ist ja. immer wer vorbeikommen, wenn man ein bisschen plaudert. Ne? Das ist natürlich schon ein Leihwand natürlich. Ne? Na, sehr sogar sowas. Aber das hat keiner geholfen, ne? Das muss man auch sagen. Und okay, habe mich noch aufgehalten. Vierte Gotlackerl, ja. Sind wir schon leer oder was? Ja, schon ist gut, das passt eh. Das war ein Wahnsinn. Ne? Das passt eh. Hat Michael er Fessler, schau weg, lass irgendwie, glaube ich, eher ein Hirsch. Ja. Ja, Absicht. Also eine Hommage an Ludwig Hirsch. Eine Absicht, ja. Es war gedacht als eben, ja, wie du sagst, eine Hommage an Ludwig Hirsch. Und die ersten 3 Töne, die kennst du von der Oma. Das ist quasi, das war, aber das ist nur die Oma, ne? Das ist nur die, hört da auf. Also da. Und wieder von vorne, da. Und stehen wir da am Stammersdorfer Friedhof und so weiter. Das ist Hirsch und ich habe das also musikalisch natürlich vollkommen, muss ich sagen, Erweitert eigentlich. also Ausgebaut. genial. Ne? Da So. habe ich die 3 Töne. Ausgefeilt, ausgedüftelt. Ja, Ne? habe ich Das, noch 3 noch mit draufgesetzt. Nein, da war ein Viech. Aber eben, ja, vollkommen richtig erkannt. Vollkommen richtig erkannt. Und naja, was spielen wir noch? Ja, na, freilich, in Friesler Stadion sind wir noch in Moped-Star schuldig. Jösses, na. Jetzt fällt es mir ein, in Grand Seigneur, den lassen wir da. Den können wir da nicht so. Na, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Schau, Franz, wir reden so im Garten zu neu noch.
Aber mithelfen tut keiner. Ja, bei dir auch nicht, ich verstehe. Dann ist es im 18. oder 19. So, anders. ist in Eibelstall nicht anders. Ja, nein, stimmt nicht. Also, es gibt auch Nachbarschaftshilfe bei uns. Ja, absolut. Ja, aber das. Ja. Ich darf an wen nicht denken. Georg Scheurer für die Brigitta. Ja, wir können es einmal ausspielen. Ich kann nicht nur. Oder in S oder spielen wir das? Von Wien nicht denken, sonst fang ich an zum Reden. 1000 Bilder sich die vergiss ich ja nie. Es war meine Jugend, mein Leben daheim. Idee von Wien nicht denken, sonst fang ich an zum Reden. Und wann ich einmal wiederkomm, dann bleib ich da und geh nie mehr fort. Dann bleib ich da und geh nie mehr fort. Wir müssen gescheit gefallen drauf. Ne? Ja. Die auch nicht, gell? Nein, ich habe auf dich gewartet, aber jetzt fällt mir aber auch nichts ein. Wa? Das ist ein Das Graus. wäre super, weiß man auf mich nicht und sagst, Naja, da ist du hast ja so geschaut. Also, ich hab geschaut, wenn mir nichts eingefallen ist. Ja, es kommt was. Was will da kommen? Habibi! 33 Groschen Menge, das ist aber 32 Groschen, gell? Aber ja. Machen wir einen Habibi, na klar. Sicher. Na klar. Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben viel erlebt, waren im Umkickverein, ja wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist das gleiche gemeint. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gingen ins gleiche Glas. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere singen und andere essen. Aber wir zwei haben das schon längst vergessen. Meine Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben für Lied und gefeiert, ja wir sind die besten Freunde. Habibi, nenn mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Ja, wie Habibi.
Na schau, Markus Besoli. Muss leider Schluss machen für heute, war leider, danke. Ja, Markus, schön, dass du wieder Markus, dabei warst. Angenehmes Flohbeißen, gute Nacht euch Jawohl. beiden. Aber wir werden eigentlich jetzt Ehrlich schon heute noch durch, wir machen eigentlich das Schlusslied. Schlusslied, Wir ja. machen ein Schlusslied, weil ich habe jetzt austrunken, gleich in dem Sinne. Aber den letzten Schluck natürlich auf euch alle. Schön, dass du wieder dabei warst. Es war Dankeschön. schön. Wir sehen uns hoffentlich am Freitag diese Woche, am 15. im Martin-Schlössl. Richtig, Ganz Martin Schlössl mit dem Ecker-Trio. Sonst dann nächste Woche, am 22. beim Ja. Strand bei Hermann. Ah ja, Und am 24. am Motoriner oder Kirchtag. im Kirchtag. Oder, ja, und so weiter. Schaut einfach Schaut auf die Homepage. auf die Homepage und Aber wie gesagt, das war echt leibend, wenn wir es da sehen. Beim Ecker-Trio. Ja, schaut rein. Vielleicht habt ihr Zeit. Das weil das wird, Das sind wirklich es wird leibende ein schöner Abend. Also das, auf jeden Fall. wir verstehen uns auch musikalisch sehr gut untereinander. In jeder Hinsicht. Vom verstehen wir Schmäh her uns. sowieso. In jeder Hinsicht. Geschäftlich gut, privat auch und das ist das Schöne. Das ist Ja. Absolut. mit alle Sass. nämlich. Ludwig Sass macht auch noch eine schöne Schlussbemerkung. Vielen Dank für die viele Musik heute. Es war wunderbar, mit euch wieder zusammenzusitzen. Alles Gute und bis bald. Dankeschön, Ludwig. Ludwig, ich melde mich morgen bei dir telefonisch Schau, Vormittag. Ja. siehst du das? Das schau her. So geht das, gell? So geht das. Ja, ich freue mich. auch. Sowieso. Unbedingt. Dankeschön. Denkt an einen Schmattes, an einen Obolus für die Musik, an wird der Franz Bratwein hat gesagt, Amat. Am Ort, ja. Amat. Und ja, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns das nächste Mal. Und ich würde sagen, wir beenden heute mit die 32 Groschen. Wunderschöne Schlussnummer eigentlich auch. Auch Passt. gewünscht. Sehr gut. Denke mal. Gefällt mir gut. Schau, Christoph Acker, Freitag habe ich frei, bin also nicht dabei. Jawohl, Christoph, das ist ein Wahnsinn. Ja, ich kann ja nicht immer, alle Termine sagen, jetzt der Kunst, ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber ich meine grundsätzlich. Ja, aber ich habe noch nie gehabt bei mir. Ja, lustig bei war's dir, nicht. aber Der das ist- Pablo hat gesagt, bei dir, da muss was hakeln, ne? Ich meine, hallo, ne? Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. So, meine Lieben, alles Liebe, für dich gut, 32 Groschen, Hermann Leopoldi. Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben. Da lässt einem alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich. Und bin ich schon mal hin und wieder mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Da draußen halt die ganze Welt in Kuschen und alle Sorgen, die sind weg. Umso leicht das Blut und so froh der Sinn und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Da draußen im Weltengetriebe, ja, da begegnet uns öfters die Liebe. Sie geht in Gestalt eines Mädels vorbei, mit lachendem Auge, immer lachenden Mai. Mein Mädel, das ist sehr bescheiden, denn mich alle Menschen beneiden. Wir küssen uns satt in der inneren Stadt, und wenn sie da Namenstag hat, dann kaufe ich ihr für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Ja, da draußen halt die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. In allen erdenklichen Staaten, ja, da streiten die Herren Diplomaten. Ob rechts oder links nur die Seligkeit wär, ja, so streiten sie hin und so streiten sie her. Und wie schon die Großen der Erde,
Ja, so macht es die folgsame Herde. Und sie folgt ihren Führern durch dünn und durch dick. Aber wir her Politik, dann, Patrick, da kaufen wir uns für 32 Groschen einen Vorschein auf Neuwaldig. Ja, da draußen halt die ganze Welt die Gosch und alle Sorgen, die sind weg. Umso leicht das Blut und so froh der Sinn und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. Viert euch Gott, macht es gut. Alles Liebe. Dankeschön, dass du dabei warst. Viert euch.